Morgen. Wissen, das Jahr 2018 geht jetzt langsam zu Ende und alle Leute denken sich so, ja, genießen wir noch die letzten Tage so und dann gehen wir ins 2019. Eigentlich ähnlich wie eine Szene aus Jurassic Park. Wir warten alle schön aufs neue Jahr und dann... Wirklich jeder scheiß YouTuber macht einen Jahresrückblick. Außer natürlich der Mr. Elia, weil der ladet ja nur ein Video pro Jahr auf. Das heisst, das Video war ja schon der Jahresrückblick. Nein, warte, irgendetwas stimmt da noch nicht. Aber sonst macht wirklich jeder YouTuber einen Jahresrückblick. Und was mache ich? Ein Rückblickvideo. Darum habt ihr mir auf Insta Fragen stellen. Bedeutet, wenn du mir auch mal exquisite Fragen willst stellen, dann folgt mir einfach auf Insta @aditotoro. Dann hat wir die Werbung auch schon vorbei. Die erste Frage kommt gerade von Michito. Gibt es einen Bereich, wo du letztes Jahr ein bisschen schleifen lassen hast? So einen Bereich gibt es tatsächlich und ich muss euch das schnell zeigen. Und zwar habe ich unter meinem Pult so einen Kopfhöreranschluss gebaut und da habe ich ein bisschen schleifen auf der Seite. Nein, im ersten halben Jahr von 2018 habe ich eigentlich nichts schleifen, aber erst dann, als ich angekündigt habe, dass ich jetzt Weekly Videos mache, ich weiss nicht, im August, September ist das gewesen, ab dann. Alter. Vorher bin ich noch regelmäßig ins Fitness gegangen, aber nachdem nie mehr bis jetzt. Immerhin bin ich 1 bis 2 Mal pro Woche noch Saltos machen in der Kunstturnhalle. So, die nächste Frage kommt von der Kira DDNK. Was ist das Dümmste gewesen, was du dieses Jahr gemacht hast? Wahrscheinlich bei jedes YouTube-Video, das ich aufgeladen habe. Und bei dir, der die Frage stellt, ich glaube, bei dir ist es einfach der Insta-Name gewesen, weil ich meine Kira HDDNK. Wie willst du das aussprechen? Darum geht die nächste Frage von Mark's Mission, absolute Legende übrigens. Kannst du 2018 in einem Satz beschreiben? Es wird schwierig, aber ich probiere es. Also, das Jahr 2018 war ein Jahr mit 365 Tagen, 12 Monaten, 52 Wochen oder das Jahr nach 2017 oder vor 2019. Ich glaube, der hat es relativ gut zusammengefasst. Die Anna Rohrer fragt, zu welchem Moment würdest du gerne zurückreisen im 2018? Ohne Scheiß, das ist der I&S-Kurs, den ich im April oder März in Laax gemacht habe. Das ist so ein Skileiterkurs und das war wirklich die niceste Woche gewesen. Bis auf das ich mein Handy auf der Piste liegen und es dann von einem Pistenfahrzeug überfahren worden ist. Selina fragt absolute Tiefpunkte im 2018. Ist noch relativ schwierig zu sagen, weil es nicht so viele Tiefpunkte gibt, aber etwas, der Song, den der Marc gegen mich gemacht hat. Werden mich nie mit dem vereinen, weil jeder hasst ihn ja so krass. Und wäre das nicht schon der Tiefpunkt genug gewesen, habe ich gedacht, mache ich einfach mal einen Antwortsong auf den Song. Die Sachen machen mich krank. Kein Akku mehr, Gott sei Dank. Obwohl die Songs jetzt nicht die besten waren, hätte ich wieder mal Bock zum einen zu machen. Darum schreibt doch mal in den Kommentaren, Adi, mach wieder einen Song, ich hab Bock. Oder schreibt in den Kommentaren, Adi, lass einfach sein, sogar 300 Wörter Challenge von den Nutty Styles ist besser gewesen. In Zürich ist mir arrogant, dafür sind wir nicht fake. Also schreibt doch mal etwas zu einem neuen Song in die Kommentare. Nächste Frage. Der liebe Dominik fragt, was ist das aufwendigste Video im 2018 gewesen? Ja, das war tatsächlich das Video, wo ich mit dem Can in Bern war und dann haben wir IB-Fans gefragt, ob ich IB-Fan werden als Basler. Und das Video war wirklich aufwendig, weil ihr wisst nicht, Stossumfragen sehen nach außen immer sehr lustig aus, aber Stossumfragen, die sind so pain die ganze Zeit. Du fragst etwa von 10 Leuten, sagen 9 Leute nein, sie werden nichts sagen und dann fängt es die Hure von anschießen, wenn du immer rumrennst, willst du etwas sagen, die Hälfte geht noch durch, weil eine Kamera dabei ist. Dann haben wir noch den Fehler gemacht, dass wir 1-2 Shots vor dem Fanzug gemacht haben, was man eigentlich hätte wissen sollen, aber ist ein bisschen dumm gewesen dort. Aber das Video ist auf jeden Fall das aufwendigste Video gewesen. Lilov fragt, was ist dein Soundtrack fürs 2018 gewesen? Die Ernst. Wo jeder hasst ihn ja so krass. Adi Totoro, der Spaß. Was ist deine lehrreichste Erfahrung im 2018? Fragt Claude Michel. Die lehrreichste Erfahrung war definitiv, dass die ganze Schweiz nicht weiss, dass wenn man mit der Hand voran und Kopf voran ins Wasser kommt, dass das Spiessli heisst und nicht Köpfle. Berner, Zürcher, Jungs, das heisst Spiessli. Wir Basler haben den really Dialekt. Oder auch wenn ich sage Auti anstatt Auto, ich sage Auti. Wie viele Leute haben beim Video mit dem Tesla geschrieben, Auto? Nein, es heisst Auti. Es heisst Spiessli und Auti. Schreibt doch mal in den Kommentaren, sagen die Spiessli oder Köpfle, what the fuck? Oder sagen die Auto oder Auti? Für mich ist es ganz klar ein Auti und ein Spiessli. Das ist einfach die Wahrheit, die ich im 2018 herausgefunden habe, dass die ganze Schweiz nicht weiss, dass es Spiessli heisst. Es heisst Spiessli, glaubt mir. Oh, dann kommt der Sayan mit irgendetwas in dem Jahr erlebt, was du im 2019 wieder möchtest erleben. Ich habe das Jahr so viel erlebt, was ich wieder gerne machen
machen. Ich bin mit dem Can auf einen spontanen Roadtrip gegangen, 1 Woche nachdem ich die Fahrprüfung bestanden habe. Ich mache mal eine kleine Roomtour, wo der Can und ich jetzt so schlafen. Gut, das wäre dann auch schon die Roomtour gewesen, weil es ist einfach hinten in dem Büsschen. Ich bin mit dem Marc im Europapark gewesen. Was ich wollte sagen ist, dass In wenigen Minuten erreichen Sie das Europapark Historama mit dem neu gestalteten Luxemburger Platz. ich bin eine Woche Skifahren in Lags. Alles so geile Sachen, die ich gerne wieder machen würde. Aber vor allem etwas möchte ich in diesem Jahr wieder machen, und zwar das Fantreffen. Weil der Marc hat ja 10'000 Abos bekommen, dann hat er ein Fantreffen gemacht in Bern auf der grossen Schanze und es sind über 100 Leute gekommen. Absolut mindblowing. Aber im 2019 wird ich und der Can wahrscheinlich auch 10'000 Abos hitten. Das bedeutet, der Can und ich werden das grösste und niceste YouTuber-Fantreffen der Schweiz machen, zu 100%. Und mir würde es auch wundern, wäret ihr bei einem Fantreffen dabei, weil auf Insta schreiben mir immer wieder Leute, dass sie gerne dabei wären. Und ja, für euch alle, es wird ein Fantreffen geben. Aber schreibt eben, wie gesagt, doch mal in die Kommentare, würdet ihr kommen, würdet ihr nicht kommen, würdet ihr vielleicht kommen, oder wo, Zürich, Bern. Aber das Fantreffen im 2019 wird es zu 100. Ich schwöre, dass jetzt noch zu 100% geben. Dann zum Schluss fragt Debbie Geno, würdest du sagen, dass 2018 ein gutes Jahr war oder hoffst du, dass 2019 besser wird? Also für mein Leben ist 2018 mit Abstand das krasseste Jahr gewesen. Wir haben so viele Events erlebt, ich habe so viel, ohne Scheiß, so viele fremde Leute kennengelernt. Ich habe auch viele Videos gemacht mit Leuten. Der Büssi, Luca Henny, die Nati, den Maelo habe ich dieses Jahr zum ersten Mal so richtig kennengelernt. Also wirklich so viele nice Leute. Auch viele Leute, die hinter der Kamera sind, also die nicht immer vor der Kamera sind. Zum Beispiel von Coca-Cola oder anderen Firmen. Wirklich so nette und liebe Leute. Von dem her, 2018 hat von mir aus gesehen jetzt mega kitschig, aber nicht besser können sein. Das Problem ist aber nur, 2019 wird noch besser. Das kann ich euch sagen. Und ich sage euch auch den Schritt, dass es für euch noch besser wird. Und zwar müsst ihr das Video einfach liken, also Daumen nach oben geben. Und ganz wichtig, die fette Glocke abonnieren. Was abonnieren? Aktivieren. Immer die Glocke aktivieren. Weil wenn ihr die Glocken aktiviert, dann werdet ihr logischerweise als erstes informiert, wenn die Videos kommen. Und ich kann euch versprechen, schon das erste Video im 2019 wird ein absoluter Banger. Hier mal ein kurzer Ausschnitt. Digga. Ich weiß nicht, wenn ihr das nicht in den Kinos... Wenn jetzt nicht die Essenspolizei anruft. Ja, verstanden, auch nicht. Weißt Top 5 Fondue-Rezept mit dem Maelo. Dudes, das wird der absolute Shit. Darum tun jetzt die Glocken aktivieren. In dem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, merci vielmal an euch, weil ihr seid eigentlich die das Ganze ermöglicht haben. Also merci vielmal für das, gebt einen kurzen Applaus. Okay, langt. Zündet an Silvester viel Feuerwerk an, sprengt alles in die Luft oder so. Und dann, das letzte Mal im Jahr 2018, Peace und Blümli. So hat man das so ein Scheißjahr hinter uns.